Hey, das ist immer einfach ein mega Privileg, von so vielen glücklichen Menschen empfangen zu werden, die einfach so zusammen singen, zusammen feiern, zusammen das Leben genießen. Das ist, glaube ich, allen gleich gegangen. Wir haben wieder gespürt, so geht Musizieren. Zusammen aufeinander interaktiv spielen und das Publikum ist nach und es dampft. Die Tour habe ich bis jetzt als wahnsinnig leicht aufgestellt, spielfreudig erlebt. Ich muss sagen, ich hatte am Anfang ein bisschen Respekt, so viele Gigs zu spielen, manchmal 4 aneinander. Aber je länger die Tour dauert, desto mehr habe ich mich schon von einem Tag auf den anderen auf einen Gig gefreut. Ich habe zum Beispiel den Anfang einer Tournee immer wahnsinnig gern, weil ganz viele Sachen noch einfach ein bisschen unklar ist. Man ist in einer anderen Haltung. Man ist nicht so ein Profi, wie man sich das gerne vorstellen würde. Alles ist ein bisschen flexibler, alles ist ein bisschen weicher, alles ist noch so in der Bewegung. Und wir nehmen natürlich, der Soundcheck wird immer eigentlich gerade zur Probe, wo man probiert, das Zeug zu verbessern, das gestern nicht funktioniert hat. Und das sind so die Zeiten, die ich am liebsten habe. Ich glaube, ich habe schon angefangen zu bremsen, als ich es gesagt habe. Dann ist es irgendwie nicht mehr zusammengekommen. Zocken das kann ich schon mal aufspeeden. Ich habe verschiedene Lieblingsmomente. Ich spiele sehr gerne die neuen Songs. Dämonen liebe ich. Ich begleite gerne die Bühne, wenn er seine Geschichten erzählt. Im Moment ist es gerade «Mama B», das ist einer meiner Lieblingssongs zum Spielen. Den Gummibaum habe ich auch sehr, sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Wo ich meine Rasseln spielen muss. Und ein bisschen pfiffen zwischendurch und auch viel mitsingen. Für mich persönlich sind natürlich die Soli immer wichtig. Weil die Moos so richtig voll gehen und abrocken. Und nachher habe ich aber auch Momente von den Storys finde ich sehr gut. Also der Flitzer zum Beispiel, dort lache ich auch jetzt noch nach 12 oder 15 Mal oder so. Also ich finde das Set einfach auch sehr rund im Moment, ja. Das Konzert selber ist in sich total rund. Und Stimmung, finde ich, und das Set funktionieren total gut. Aber ich würde natürlich meinen, wir werden auf jeden Fall diverse Songs reinnehmen und vielleicht mehr von den neuen Songs tauschen. Aber es gibt halt nebendran Sachen, wie Zucker und Zitronen, die uns plötzlich einfach oder Keller. Wer will schon gerne im Keller wohnen, wenn man weiss, was man vom Dach aus sieht. Und das ist irgendwie, im Moment dampft es sich so geil ab. Nachher dann willst du die auch nicht, die willst du sicher nicht hergeben. Das fängt einfach, wenn man die spielen kann. Ja. Vielleicht hat das Publikum gar nicht gleich Freude wie wir, aber wir haben Freude, darum machen wir es. Das ist ja, glaube ich, auch schlau, wenn man es so macht. Sag, wer will schon gerne im Keller wohnen, wenn man weiss, was man vom Dach